Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir mein Riken Mark II, glaub, Dreistreik, Halbautomatik. Also ja, ihr seht, da ist nicht mehr viel von der eigentlichen Riken zu sehen. Und selbst die ist modifiziert für kurze Pfeile. Und da habe ich nicht aufgehört. Ich hoffe, ihr habt die ganze Geschichte gesehen, wie ich das Ganze modifiziert habe. Also die Hand da nicht da vorne nach, die ist klar, das könnte weh tun. Ja, auf jeden Fall haben wir da halbautomatische Blaster mit halbautomatischer Dreistreik. Und ich habe gedacht, so zumindest zum technischen Abschluss, feuertechnischen Abschluss von dem Projekt, machen wir da mal einen Vergleich mit den anderen Dreistreiks. Also mit der originale Dreistreik und mit meiner anderen Riken Dreistreik. Und dann machen wir noch ein bisschen Design, weil ich habe mir das jetzt mal ein paar Tage angeguckt. Und da vorne fehlt mir noch ein bisschen was, da muss noch ein bisschen was hin. Da seitlich, das sieht noch ein bisschen, die Seite mal angucken. Ja, die sieht ein bisschen zu schlicht aus. Da ist viel Fläche, um da gestalterisch tätig zu werden. Aber als erstes will ich heute mal einen Vergleich machen. Und ich würde sagen, wir holen uns mal die andere auf den Tisch. Also, das da hinten ist mein erster Dreistreik. Ich habe im letzten Video mal kurz gezeigt. Das ist, oh, der Sound ist der Hammer. Das ist ein recht gewöhnlicher Riken Mark II. Mit Trommelmagazin, mit dem Ding vorne dran und halt viele Designteile, um das ein bisschen ineinander übergehen zu lassen. Aber abgesehen von den 3D-druckten Designteile ist da jetzt nichts modifiziert. Ich habe die glaube ich mal aufgemacht, weil irgendwie der Catch nicht ganz zuverlässig funktioniert hat. Aber sonst, es ist halt optisch modifiziert, aber nicht vom Innenleben. Aber sieht schon mächtig aus. Und dann hatte ich in so einem Konvolut mal. Ja, das sollte vielleicht nicht so rum. Da schaut das da noch die Schokoladenseite. Dann haben wir noch die originale Dreistreik. Also ja, die gab es irgendwann mal im Konvolut recht günstig. Weil sonst hätte ich die nicht gekauft. So, die ist jetzt auch geladen. Ja, ich kann dem Blaster irgendwie nichts abgewinnen. Also mal abgesehen von den Teilen. Die habe ich auch ein zweites Mal. Ich meine, klar, die gab es dann, war günstiger wie die Teile neu zu kaufen. Und bei der zweiten habe ich dann die Teile hier stibitzt. Also eigentlich bloß den Teil da vorne und den Teil da vorne. Und wahrscheinlich hätte ich das auch aus dem 3D-Drucker rauslassen können. Aber ja, habe ich so gemacht. Es ist schon erledigt. Das ist dann die originale Dreistreik. Und was wir heute bewerten wollen, ist natürlich die üblichen Sachen wie die Geschwindigkeit vom Pfeil. 1 Meter pro Sekunde, weil mit anderen Zeugs kann ich nichts anfangen. Das messen wir. Dann aber diesmal auch die Schuss pro Minute. Also ich versuche 6 Schuss so zügig wie möglich abzugeben. Das macht es halt so, wie es macht. Und bei der anderen hängt es dann von mir ab. Und dann bewerten wir auch noch das Gewicht. Das heißt, wir haben heute Messmittel 3 und Messmittel 4 am Start. Und dann haben wir noch einen Mediator. Die können wir machen. Ach, ja, die Teile sind bloß mit so Knetmaß ein bisschen festgeklebt. Deswegen fallen die gerne ab. Das ist einfach nur, dass gut aussieht im Regal. Gut. Ich hätte schon schrauben können, aber ich meine, gerade da hinten, da kann ich das halt nur festkleben, temporär festkleben mit irgendwas, was ich wieder wegkriege. Sonst ist es halt wirklich
erkruscht, wenn der Blaster kaputt geht und ich irgendwas reparieren will. Aber ich schweife ab. Wir haben auch noch einen Retaliator. Die bauen wir dann auch noch jeweils zu 3 Streck um. Also das machen wir dann noch Stück für Stück, weil wir wollen ja faire Bedingungen haben. So. Fangen wir mit originale 3 Streck an, würde ich sagen. Dass wir da einfach mal einen Vergleich haben. Sag's euch, mir geht das auf der Platz aus. Die hebe ich nicht vom Tisch. So, dann Messwert, Gewicht. Das ist mein Fahrradwaage oder Kofferwaage. So, da. Jo. Kriegen wir das irgendwie so hin. Dass wir den Blaster. Ich merke gerade, ich habe mir das irgendwie einfach vorgestellt. Dass das irgendwie vom Tisch weggeht. Dass ich euch das auch zeigen kann. Nein! Bleib! Ist das? Wo ist denn da der Schwerpunkt? Wird irgendwo hier sein. Da möchte ich es dann nehmen. Da bräuchte ich. Ei. Das Ding. Bin gerade etwas überfordert. So. Dann packe ich dich da rein. Was ist jetzt los? Jetzt musste ich gerade mal wieder noch. Nein, ich will das nicht im Pfund. Kilogramm. Sinnvolle Maßeinheiten. So. Oder wir machen das. Das nervt ein bisschen, dass das sich automatisch austariert. Ich muss das so hinkriegen, dass das über den Tisch schwebt. Und eigentlich solltet ihr auch noch was sehen. Aber dafür ist es nicht ausbalanciert genug, das tut mir das leid. Das heißt 1,35 Kilogramm hat die. Geht schon aus. Geht sich aus. So, anderes Messmittel. Ja. Das. Eigentlich wäre der Küchenwaage ideal, aber ich glaube, die wird mehr wie 5 Kilo haben und meine Küchenwaage geht bloß bis 5 Kilo. So, dann damit haben wir alle 6. Nee, das kann nicht sein. Was haben wir? 258 RPM. Gottes sei, dass das so viel ist. Nee. 2580 RPM. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Hat das irgendein Messfehler? Ja, je. Ich merke
der Nachteil von dem Setup. Ich darf den Lauf nicht verwackeln, weil sonst stehe ich entweder daneben oder treffe das Ding. Oh Gott doch. Brauchen aber Pfeile. Oder einer. Da haben wir genau 6 wieder drin. So. Sag mal. Jetzt den jetzt da reinklemmt. Die Messerei. Irgendwie ist bei der Messung heute ein Wurm drin. Sag's euch. Ist zumindest dann für euch unterhaltsam. Hoffe ich doch. Für mich anstrengend, für euch unterhaltsam. Hoffe ich. Wenn nicht, tut's mir leid. So. So, 42 RPM. Ich bin da. Das ist. Oh, wir nutzen die Messreihe jetzt mal 42 RPM. Wir haben jetzt 17,7 Meter pro Sekunde im Durchschnitt. Mit 16,9 im Minimum und 18,6 im Maximum. Ja, vielleicht müssen wir für die RPM separate Messung machen und da den Lauf vorne weglassen. Das kann auch sein. Ja, mit dem Lauf ist halt dann doch ein bisschen schwer zu treffen. Was? 2, 3, 4, 5, 6 habe ich da drin. Jetzt sagen wir, resettet mal. Und teste das mal kurz. ,90 hätten wir da. Das heißt, ohne den Lauf dabei bei der ersten Runde jetzt echt langsam. Das heißt, benutzt aber das ist gut. Wir sehen jetzt von der Geschwindigkeit her natürlich eine Ecke besser, weil der Lauf fällt. Da hätten wir jetzt 18,9, wo das zählt. Das zählen wir da nicht, weil das ist ja nicht real. Oder das ist ja dann. Hat einen kleinen Vorteil, weil der Stück von dem Lauf fällt einfach. Das heißt aber, dann haben wir 90 RPM bei der zweiten Messung. Die notieren wir mal. So. Und dann haben wir mal die Dreistreikfunktion. Ich bin es nicht mehr gewohnt, das mechanisch, das altmodisch zu betätigen. Ja, sage mal. Bevor ich die Rakete mal zeige. Das ist Gott. Aber das vorne. Ja. Ich zeige euch noch einmal 3 Streik. Also die da. Und dann merkt ihr, warum ich da jetzt so verwundert bin. Und die Rakete macht hier
macht das Ding. Das ist halt ja, mit der Schulterstütze. Und das lässt sich leicht einfach so ladern. Nicht dann, also als Schulterstütze ist das einfach blöd. Aber ja, packen wir das mal da auf Seite. Dann holen wir mein Dreistreik. Ein Rieken ist. Also die da noch. Und da sind die Dreistreiche-Funktionen ziemlich ähnlich. Die hat jetzt halt, das Ding hat Slamfire, das nicht. Und das Ding hat ein Zielfernrohr oben drauf, das heißt, das ist nochmal langsamer. Da habe ich jetzt 72 RPM. Okay. 72 RPM. Und was haben wir? 17,5, ne 15,4 im Durchschnitt, 11,4 im Minimum und im Maximum 17,5. Und ich glaube, ich habe einmal, wir machen auch hier mal vorne, ah ne, das machen wir nicht weg. Das machen wir nicht weg. Das fällt. Ja. Das ist. Messmittel, du bist im Weg. Muss das dann auf Zeit wieder. Das hält halt nicht gescheit mit dem der Knetmaster, die da dieses festhalten soll. Ist aber auch undramatisch. Oder das hält halt nicht gescheit, wenn ich da so dagegen komme. So. Jetzt brauchen wir da noch Gewicht. Jetzt gucken wir mal. Wo packen wir dich am besten? Oh, das ist halbwegs sogar balanciert. So. Dann haben wir eine schwere Geschichte. 1,685 Kilogramm, versteht sich. Ja. So, dann packen wir die mal auf die Seite. Und was braucht. Und ich meine, da sind die Dreistreikfunktionen ziemlich ähnlich. Ja, ziemlich ähnlich. Und man muss dann die letzte auch nochmal reindrücken, dass der rausgeht. Ziemlich ähnlich. Pfeile ein bisschen weg, aufgeräumt ist. So, machen wir einen Dreistreik aus der Mediator. Die habe ich, keine Ahnung, was ich mit der eigentlich immer vorhatte. Habe ich einen Pumpgriff hingemacht, den habe ich aber nicht selber designt. Den hat irgendeiner Thingiverse designt. Ah. Aber ja, ich bin kein Fan von den horizontalen Griffen. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Ich habe jetzt bei meinen Longshots auch überall Pumpgriffe hingemacht. Also so, ja, so solche. Und Kaisers, ja, so Schrotflinte, eher ähnliche. So, dann brauchen wir die Dreistreikteile. So sieht das Blaster denn nackig aus. Das ist die ganze Magie. Und die Mediator hat auch Slamfire. So, jetzt machen wir zuerst das da noch.
Müssen die Rakete raus. Dann geht's rein. Dann können wir die Rakete wieder reinladen. Ja. Wie geht da? Geht da hin? Ja, da müsst ihr auch viel machen im Design, dass das passt. Ist halt. Mein Mediator ist die ganze Ecke kompakter als die IG3-Streck, oder? Nö, nicht einmal. Das ist so ziemlich dasselbe. Warte mal, wenn wir schon so einen Vergleich machen. Retaliator, Teile weg. Das brauchen wir noch auch nicht. Die ist tatsächlich kurzer. Und die ist auch kürzer als die 3-Streck. Faszinierend. Ich habe gedacht, die Mediator sei irgendwie kompakter. Ja, keine Ahnung. Die packen wir mal zur Seite. So. Eismittel. Und los geht's. Ach, das waren schon alle 6. Das heißt, da haben wir jetzt, also haben wir 84 RPM. Und wir haben einen Mittelwert von 11,6. Okay, nicht besonders schwaches Bläschterle. Ein gut Minimum von 3,2, da ist man wohl anders schräg durch. Und ein Maximum von 50,7. Dann fällt uns da noch das Gewicht. Das wollen wir auch gleich. Räumen wir mal ein bisschen Zeugs auf. Ah, das Magazin müssen wir wieder rein dafür. Ich glaube, die Pfeile durfte dann nicht so viel ausmachen. Mann, die eigentliche 3-Streck gefällt mir von der Optik überhaupt nicht. Das sieht von der Optik schon ein bisschen besser aus. Da wird jetzt vorne einfach noch, vor allem wenn man das so mit dem Pumpgriff hat, da kann man dann vorne fast nichts mehr designen. Wobei, dann passt es halbwegs. Wenn der Pumpgriff noch vorne ist, das heißt, dann müsste man da vielleicht noch irgendwas machen, dass man da einen Übergang hat oder so. Und da kommt man auch und dann noch da recht gut. Ja, die gefällt mir irgendwie besser. So, Messmittel Nummer 4 zur Stelle. Einschalter, es leuchtet schön blau. Dann, ja, komm her. Der Einhänger, und das ist natürlich nicht der Schwerpunkt. 1,50. Also 1,5 Kilo. So, dann machen wir dasselbe mit der Retaliator. Die habe ich jetzt vergessen beim Laden vorher. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen Pfeile reinladen. Mein Gott, das sind alles ungetunte Blaster, also die waren von dem Messwert. Ja, die Mediator ist nochmal ganze, also mit 11,6. Gott, ja, wobei die ist generell ein bisschen schwächer gewesen. Das kann sein, dass das irgendeine besondere Variante ist, wegen dem, das ist so ein grauer Trigger.
So. Der ist so weg. Der ist so weg. Wie sieht denn die aus mit den Rikenteile? Mein Gott, die Riken ist jetzt. Die Retaillera ist jetzt ein paar Tage alt. Das ist eher gelb wie weiß. Halt Nachteile an weiße Bleisteller. Und die nicht. Hab dann nachher noch mal ein Beispiel, da ist so viel extremer. Wenn man die nicht irgendwo im Schatten lagert. Sieht halt weiß nach einer Zeit echt schäbig aus. So. Das wird jetzt spannend. Das können wir gleich hinmachen. Weil die Retaillera hat im Vergleich zur Riken Mark II eine Schnittstelle weniger. Die Riken Mark II hat hier nur eine Schnittstelle. Und auf der anderen Seite eine angedeutete Schnittstelle. Seht ihr. Vorsicht, nicht an Trigger kommen. So. Das wird spannend. Ja gut, die sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Mein Gott, die ist ziemlich ähnlich zur Riken. Also mal abgesehen davon, dass die Riken halt hier, also die Riken Mark II da hinten die Schlaufe hat. Was die Retaillera da nicht hat, aber sonst sind die, gut, die hat hier ist sie designmäßig ein bisschen anders. Aber so, der Schlitter hört sich nicht ganz so gut an. Bei der Retaillera, bei der Riken. So. Messmittel Nummer 3. Resette und zurück. Dann schauen wir mal. Ich glaube, mit der bin ich langsamer. Würde ich jetzt mal so sagen. Hey. So. Ja, sage mal. Klemmt die ein bisschen. Ui. Uiuiui. Das fängt schon mal ganz gut an mit dem Rohrkrepierer. Ja, die Schnittstelle da oben ist halt einfach. Ja, das ist eher was für Clowns. Schau mal, die mag irgendwie nicht. Da steckt das noch drin. Mag der Pfeil nicht. Das mal recht gute Pfeile. Packen wir die noch runter. Sind sie aufgeräumt. Dann durften wir jetzt aber genug gute Pfeile haben. So. Aha. Aha. Seht ihr das da? Da klemmt der seitliche Pfeil drin. Da seht ihr das Grüne vielleicht da. Braucht den Zeigestock. Da in der Ecke. Da. Deswegen Gottes. Nicht gescheit. Ui. Das sind die Reste von einem Pfeil.
Ja, komm. Da. Die ist jetzt halt scheiße. Aber warte. Ich hab doch da irgendwo Pinzette. Irgendwo natürlich. Ja, das ist jetzt. Oder Zengli. Zengli habe ich. Damit habe ich jetzt. Es gibt so Tage. Ja. Das Handy hat mit dem Blaster, glaube ich, noch nie gespielt. Ich habe eine transparente Retaillere, die habe ich immer. Die nutze ich ab und zu. Und vor allem, wenn ich an Profis. So. Ha. So. Hammer. Retaillere repariert. Was ihr nicht alles hier geboten kriegt auf dem Kanal. Mal nebenher einfach so eine Reparatur. Das, sag's euch, wenn das kein Abo wert ist. Ja, die blaue Retaillere fällt mir noch. Dann hatte ich, glaube so alle gängige Rikens und alle gängige Retaillere. Also es gibt glaube noch welche in Rot und was weiß ich, Orange oder so. Die habe ich nicht. So, legen wir los. So, okay, dass der deutlich schlechter ist, war zu erwarten. Also zumindest von der Geschwindigkeit her. Also wenn jetzt das, ja, dann wäre genau das passiert, wenn ich das versucht hätte, da mit voller Geschwindigkeit. Da habe ich hinter sogar die Schulterstütze rausgerissen. Und nach vorne ist dasselbe Problem. Und Rakete. So, kümmern wir uns. Messwerte. Oh, selbst die Rakete reinstecken ist anstrengend. So. Das heißt, wir haben einen Durchschnitt von 16,3 mit einem Minimum von 15,9 mit einem Maximum von 16,9 und 30 RPM. Dann brauchen wir noch Gewicht. Das jetzt irgendwo. Wenn das Ding hinklärt, verstehe. Boy. Okay. Hoppala. Professionell gegen Kamera kommen. Bin halt Ingenieur. Irgendwann mal YouTuber. Wobei eigentlich bin ich YouTuber, weil ich YouTube-Videos mache. Content Creator oder was weiß ich. 1,36 Kilo haben wir da. So. Ah. Passt optisch auch. Das wäre wahrscheinlich so mit der Kurz. Eine faszinierende Weise ist mein eigener Blaster. Wenn ich die hinter mal gleich, ist gar nicht so viel länger. Und vor allem, wenn ich das hinter ausfahre, so dass es zum Pumpegott. Das war die Schwerkraft. Dann könnte mein eigener Blaster. Oh, verdammt. Sag's. Hab hier noch ein bisschen Zeugs rumliegen, das ich eigentlich auch noch reden möchte. Ist mir jetzt hier gerade alles umfallen. Das war so jetzt nicht geplant.
Aber es lebt alles noch. So, dann. Eieiei. Groß. So, kommen wir zum spannenden Teil. Zum eigenen Blaster. Das, auf das ihr hoffentlich alle gewartet habt. Zu den spannenden Messwerten. Ein bisschen. Dürft ihr euch jetzt ein bisschen Trommelwirbel vorstellen. Ui, schwer ist. So. Und da machen wir bloß. Ah, Scheiße. Das habe ich nicht gesehen, dass das... Ah, verdammt. Das hat's mir verklemmt. Ja. Und dann funktioniert die ganze Logik nicht mehr so. Hätte er schneller auf den Knopf drücken sollen. Ah. So, das geht noch. Das machen wir nochmal von vorne. Laden wir wieder genug Pfeile hinein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. Das ist, wenn man das Magazin raus da will, muss man dann auf den Drücker drücken und auf halber Strecke da drauf drücken. Das ist so, ja, muss da irgendwann mal vielleicht auch eine eigene Platine dafür entwerfen. So konnte ich halt eine fertige Platine nutzen. So, und da können wir jetzt wieder von vorne loslegen. Scheißdreck. Irgendwas passt da heute nicht. Ist da noch irgendwas im Lauf drin? Ja, doch, da. Oh, fürs letzte Video so Stäble gehabt. Aber ich, ach doch, das ist mal mein letztes Video schon passiert. So. Ne, der ist leer. So. Das ist jetzt angeschickt. Das war nicht der. Das ist vielleicht auch, weil der ein bisschen schwerer wurde ist. Und da muss man das halt gescheit zusammendrücken, sonst passt der Taster hinter nicht mehr ganz. Das ist eher ein mechanisches Problem. So. Jetzt haben wir alle rausgekriegt. Oh, ja, okay, die RPM sind lächerlich. Der Blaster ist ziemlich langsam. Dafür muss man nichts tun. Ja, also mit 18 RPM, naja. Das war zu erwarten, dass der... Ich habe gehofft, dass die riechen noch, dass ich damit ein bisschen langsamer bin, aber ja, aber ich glaube schon mal,
30 RPM, da müsst ihr mal gucken bei der. Ihr habt das mal mit AEG-Vergleich oder AEB, Automotive Electronic Blasters, glaube ich, oder sowas. Da habe ich mal, habe ich die auch verglichen. Eins habe ich. Also, am 29,1 mit einem Minimum von 20,3 und einem Maximum von 34,0. Ja, dass der leistungsstark ist, das war mir schon klar. So, dann holen wir mal die Waage und gucken mal, wie man das Ding gewogen kriegt. So. Ist halt nicht ganz dafür ausgelegt. Uiuiui. Okay, Küchenwaage hätte auch noch funktioniert. Ich dachte, es sei schwerer wie 5 Kilo. Sind tatsächlich bloß 4,16. Bloß. Und die anderen haben alles irgendwas um 1,3 bis 1,6. 4,16. Ja. Das ist nicht ganz leicht. Aber gut, dafür kann das halt auch. Warte mal. Der ist da. Ja, mega. Zack. Und Rakete. Und weil es so schwer war und weil wir noch ein paar Mega-Pfeile da haben. Die Rakete schießt halt ordentlich raus. Das sind jetzt auch bloß, gut, jetzt haben wir noch 0,55 Bar. Ja. Das ist das. Ja, gut. Ich muss es mögen, ich hab's entworfen. Ich hab's so. Okay, das seht ihr, das ist ein bisschen an das Problem noch. Und dann muss man dann seitlich auf den Knopf, dass er auf Halberträger stehen bleibt. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. Dann kann man wieder Pfeile reinladen. Und laden jetzt halt mal einen rein, dass man den letzten Schuss nicht trocken abgeben. Dann schalte ich das hinter aus. Weil dann, sonst geht das immer automatisch, sobald man Trigger drückt, wieder zurück. Seiten ist halt ausgeschaltet. Und die Spannungsanzeige bleibt trotzdem an. Aber so schalte ich dann die ganze Elektronik aus. So, das haben wir da. Und ich habe noch ein paar andere Dinge. Also, mir ist da bei dem Bullpup-Vergleich die Idee gekommen, daraus könnte man doch eigentlich auch einen Dreistrike machen. Also nicht ganz so im eigentlichen Sinne. Also nicht mit den Komponenten da vorne. Da fehlt einfach die Schnittstelle dafür. Aber man könnte das ausschlachten und damit, also den Teil da vorne nutzen einfach. Und das hat ja auch den Pumpmechanismus. Und dann kann man, zack, jetzt hat man halt Pfeile haben. Und vielleicht kann man den Pumpmechanismus nutzen oder einfach weitere Tasten nutzen. Das muss ich mal gucken. Vielleicht findet ihr Bilder, wie das schon zerlegt ist. Ah, Pfeile sollte man drin haben. Dann der jetzt auch was machen. Ja, und ich habe noch ein paar andere Ideen. Gerade die mal
von dem, als ich den baut habe, da noch gekommen sind. Oder eigentlich, als ich die Ravenfire baut habe, dass eher dann ein glücklicher Zufall war. Ja, die mag irgendwie die Pfeile nicht so richtig. Ja, da messen wir jetzt nicht, welche Geschwindigkeit ich hinkriege. Auf jeden Fall. Wenn wir schon, dann hält man das noch. Da könnte man theoretisch eine 3-Strike draus machen. Allerdings kann ich da nicht dieses Mega-Ding jetzt nicht hinbauen. Also zumindest nicht auf die eigentliche Art und Weise. Man kann schon hinbauen. Muss man halt dann so lassen. Das ist dann so die 3-Strike. Kann das jetzt nicht runterdrehen. Das sieht ein bisschen arg komisch aus. Die wollte ich einfach mal kurz erwähnt haben noch. Die packen wir jetzt wieder auf Seite. Mir ist da die Ravenfire, die Modifikation, ist durch einen glücklichen Fehler passiert. Also das war eigentlich die zweite Variante dafür, für die Front. Ja. Und da habe ich richtig gemessen, aber die Punkte in die falsche Richtung geschoben. Und hat das zufällig auf die Ravenfire passt. Und da habe ich das dann nochmal so gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, das kann man doch auch von den Riken nutzen. Wir haben doch da seitlich schon eine Riken. Da müssen wir nur noch den Raketenwurf wieder wegmachen. Den kann man da als separate Blase nutzen. Können wir Rakete hier langsam hier. So. Und das passt. Wobei, es sieht. Ja, das passt nicht ganz. Was man da jetzt machen könnte. Kurzes Magazin macht. Dann sieht es deutlich mehr wie eine Pistole aus. Hinter noch, weil die Schnittstelle habe ich ja jetzt auch. Das dürfte ziemlich das gleiche sein wie bei der Retaliator oder Riken dürfte ziemlich das gleiche sein. Und dann könnte man das dann so machen. Oder irgendwie so ein Pistole-ähnliches Ding draus machen. Das dann so in etwa aussieht. Und eins. Also ich finde die Riken Mark II, die hört sich Ticke, einfach nur ein ganz kleiner Tick. Da hört sich der Schlitter ein Ticke besser an. Wobei die sich auch gut anhört. Das ist aber ja, an der Stelle auch mein Geschmack, dass ich das besser anhört. Das fällt jetzt auch noch ein paar Mal ab. Der ist da nochmal auf Seite. Seht ihr das auch schon? So. Und warum mir die Idee mit der Retaliator komme, ist, ich habe da noch zweite. Und nein, dies war ursprünglich mal weiß. Seht da ein bisschen Schmutz entfernt. Da am Schlitten seht ihr es. Wie weiß das eigentlich ist. Die Seite ist halt heftig, wie gelb die ist. Ich meine, die ist ja schon ein bisschen vergilbt. Aber die ist extrem. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich damit? Die habe ich auch irgendwo im Konvolut erworben. Und die könnte ich doch auch, so eine Pistole verwandeln, nachher anders lackieren. Dann stört mich das Vergilbte nicht mehr. Und einfach was draus machen.
Aber weiß ich nicht, ob ich da dieses Jahr noch dazu komme. Habe einiges noch in Projekte. Das bauen wir wieder auf die Ravenfire drauf. Aber nächstes Jahr ist auch wieder Jahr, da brauchen wir auch wieder Projekte. Da habe ich den Adapter noch gebaut und das noch gebaut. Okay, da ist keine Batterie drin, das ist gut. Das ist vergessen. Ah. Packen wir das. So, wir müssen noch überlegen, Platzvergabe noch. Wer welchen Platz hat. So. Das heißt, gut, am stärksten geschossen hat man ein halbautomatischer. Das war mit 29,1 im Durchschnitt. Hat die gewonnen. Dann haben wir, gut, der höchste Wert hat auch die halbautomatische. Platz 2 ist sogar die eigentliche Dreistreik. Also das da mit dem ganzen Anbauzeugs. Und auf Platz 3 ist die Retaliator. Dann bei der RPM würde ich sagen, dann nehmen wir bei der Dreistreik die 90 und die 42. Dann hat die da der erste Platz. Der zweite Platz hat die Mediator mit 84 RPM, also Rounds pro Minute. Und der dritte Platz wäre dann die Riken. Die Riken 3 streikt tatsächlich. Die da, okay. Ja gut, die Retaliator war deutlich schlechter. Und mein eigener mit 18 RPM. Naja, okay. Dann haben wir die eigentliche 3 Streik mit 1,35 Kilogramm. Hat sie da den ersten Platz. Und dann ist 1,36 die Retaliator. Wobei, da müsste ich gucken, wie viel Pfeile ich da müsste man sogar gucken, wie viel Pfeile ich bei welchem drin hatte. So knapp wie die beieinander liegen da. Die Mediator, gut, die hat da das 3D-Druckdetail, das vielleicht ein bisschen schwerer ist. Die hat 1,5. Und MyRiken 3 Strike 1,685. Das sind aber auch einiges an 3D-Druckdetail, zusätzliche Rakete dran. Und das Trommelmagazin. Und gut, meine halbautomatische mit 4,16. Das ist halt. Ja. Und könnt ihr euch überlegen, die 3 Streiker, die Originale hat zweimal einen ersten Platz gemacht und einmal einen zweiten Platz. Ja gut, sonst die Retaliator immer einen zweiten oder immer einen dritten Platz. Mediator hat einmal einen zweiten und einmal einen dritten Platz gemacht. MyRiken 3 Streik hat bloß einmal einen dritten Platz gemacht. Und gut, mein halbautomatisch auch bloß einmal einen dritten Platz. Ja, irgendwie sind meine Verbesserungen eher optischer Natur an der Stelle. Es ist dann eher, man macht es halt, weil man es kann. Also gerade da das Beispiel, weil es halt cool aussieht und wenn man es kann, nicht weil es einen technischen Vorteil bringt. Das muss ich, das sagen mir jetzt so die Messwerte hier. Das fällt mir schwer, mir das als Ingenieur einzugestehen, dass ich doch mehr Wert auf Optik lege als auf Technik. Also auf messbaren Vorteil. Lass mal das so stehen. Aber, gut, das Projekt hat halt einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das ist aber auch ein bisschen einfach. Ja, ich glaube, das gehen wir in ein paar Jahren nochmal an. Oder man könnte vielleicht auch. Die wäre. Also davon habe ich habe ja 2 Stück. Das könnte man sicherlich auch. Und dann hätten wir halt eine vollautomatische Blaster. Also in dem Moment, wo man Slamfire hat, hatten wir eine vollautomatische Blaster. Und das müsste man dann mit einer Scheibe, die in etwa so lang ist, hinter dem Motor ran, lässt sich das sicherlich automatisieren.
Eigentlich würde ich das auch erstmal für halblange Pfeile machen, mal gucken, was da drin ist, ob man da Rikenteile verwenden kann. Aber schauen wir mal, ob das hier dazu kommt. Aber wahrscheinlich nicht, weil Projekte habe ich gerade genug und Zeugs habe ich gerade noch genug zu tun. Also da ne. Das. Oh, jetzt haben wir fast eine Stunde Video gemacht. Hoff, irgendjemand schaut jetzt noch zu. Falls ihr jetzt noch zuschaut, vielen Dank dafür. Das freut mich. Das hoffe euch gefällt's. Das fänd's cool, wenn ihr dann kurz Hallo in die Kommentare sagt oder hab bis zum Schluss geguckt. Kriegst schon recht nettes Dankeschön. Das fände ich irgendwie cool. Aber ja, lassen wir es gut sein für heute. Hoff, hattet eine schöne Übersicht. Hab alles angesprochen, was ihr ansprechen wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.